Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lükscher zu uns und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Jetzt haben wir da Dezember und da stehen in Köln traditionell 2 kleine Feiertage für die Tür. Da ist am 4. Dezember Zint Bärb und am 6. Dezember geht der Zinter Klos. Und da hat sich arg viel geändert, früher. Das kann man wohl sagen. Früher, ja, was so Dreck über Jewe wurde, oder ja nicht über Jewe wurde, die Barbara, die war zwar präsent, aber man hätte sie nie gesehen und gehört. Warum? Man machte am Tag für Barbara abends, sie putzte schon für die Türstelle. Und dann hat man, wenn die schön geputzt war, am Morgen hier drin, brennte Spekulatius oder ein Apfelsin und eine Panös süjet. Und wenn man die schon nicht geputzt hat, dann javet keine Geschenke, dann javet eine Klütte in der schon. Für die jungen Leute, die nicht mehr wissen, was eine Klütte ist. Eine Klütte ist an sich eine Klumpe. Man hätte doch früher für eine Klumpe Butter sagen, eine Klütte Butter. Und eine Klütte ist jetzt landläufig ein langgestrecktes, gepresstes Braunkohlenstück, ein Brikett, der auch eine Prägung hat, Union, und dann wurden noch 2 gekreuzte Hämmer. Und so eine dreckige Klütte kriegt man dann in die Schon gepackt, wenn man die schon nicht geputzt hat. Also wenn das dann in der Schon gedauert wird, dann war ja der Zinterklos ja nicht nötig. Für jetzt zu bringen, meine ich. Das kann man so nicht sagen. Der war wohl nötig, denn der Nikolaus, der javet ja wirklich, da kommen wir noch drauf. Wie der javet wirklich? Du hast ja gesehen, der Zinterklos, der kommt zu Besuch, ne? So ist es. Der Zinterklos, der kütt persönlich. Es gibt natürlich allerhand Nikoläuse am Nikolausabend, die in der Straße rumlaufen. Ja, Moment, lass mal erstens von dem Zint Bärb sprechen. Also, wenn du das nie gesehen hast, das Zint Bärb, wie hast du dir das dann vorgestellt? Auwei, da stellst du mal eine schwere Frage. Ja, ich denke, so jetzt Ähnliches wie ein Engel. Oder du guckst so komisch, du kannst es mir verklären, ich sehe es dir an. Also wie ein Engel ist ja komisch, ist ja ein Heilige, ne? Also Heilige mit Flügeln geht ja normal nicht. Also das Sankt Barbara, das hättet ja gejoven, auf schönst mal so historisch ja nicht mehr viel weiß. Also die Sankt Barbara, ne, ja. Wie die Sankt Barbara? Ja, Zint Bärb ist Sankt Barbara auf Hochdeutsch. Ich hatte das probiert. Ja, Sankt Barbara ist Latin, ne? Das heißt Heilige Barbara. So ist es. Das ist ja nur, weil du so gebildet bist. Ja, ist gut. Also das Sankt Barbara, wenn du dir das nicht vorgestellt hast, man weiß nicht, was jetzt historisch ist und was die Legende sind. Jedenfalls deit man erzählen, dass das Barbara Christin geworden ist, hat sich döven lassen und dass der Vater der Jäger ist und außerdem gewesen ist und dass er auch außerdem ein bisschen neidisch war und wollte das Mädchen nur für sich behalten und keine Kerl da dran lassen. Und dann heißt es, dass Barbara, das Bärb, wurde in so eine hohe Ton eingesperrt. Und deshalb, und weil es dann auch flüchtet für den eigenen Vater, dann ist es in so eine Bergspalte gefallen. Und deshalb ist es dann auch zur Patronin von der Birschlück geworden. Also die Kolle geholt haben aus der Erde. Und deshalb jedes ja auch im Ruhrgebiet, wo viel Kohle aufgebaut wird, viel Kirche und so Gesellschaft und so, die allem im Sankt Barbara zu tun haben. Also wenn du dir die jetzt vorstellen willst, Flöjele jedes da nicht. Er wird jetzt so Mädchen, schön türkisch Mädchen, musst du dir vorstellen, hat in der heutigen Türkei gelebt,
Und wie das meistens war, hätte das dann auch das, wo sie drunter gelitten hat, als Modell umarmt. Also wie es Katharina jetzt das Rad hat oder der Paulus das Schwert, so hätte das Zint Bärb dann der Ton, wo drin ingesperrt war. Also, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ist das Barbara schließlich eine Märtyrer-Tod gestorben, kann man das so sagen? Ja, die Legende erzählt, dass der eigene Vater das gebracht hat, mit dem Schwert. Das ist doch schrecklich, Ja, ne? hören Sie, warum hätte das dann nicht getan? Die hätte doch nur Jods getan, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht. Ja, was der Vater da gedacht hat, das weiß ich nicht. Jedenfalls war das Barbara erst populär. Man hat es aus dem heiligen Kalender gestrichen, weil man so historisch wenig von gewusst hat. Aber in der regionale Kalender, also auch hier in Köln, wurde es natürlich dann wieder abgenommen. Also die katholische Kirche hat ja nur eine hergehört, aber sie haben natürlich keine Geschichte geholt, Legende. Und deshalb wurden die dann nicht mehr von den vielen Göttern erzählt, wie bei den Römern und bei den Griechen. Aber die Leute waren daran interessiert und die Fantasie war ja auch dabei. Und so ja wird viel erzählt schon von den Heiligen. Und dann ja wird auch die 14 Nothelfer, die etabliert wurde, also wenn man in einer schlechten Situation war, für ein Beispiel erstmal letztlich oder einer lag im Sterben, dann hätte man die 14 Nothelfer angerufen. Die kennen Menschenglück von Hänsel und Gretel, da kommen die auch drin für. Also das habe ich all nicht gewusst, aber wie ich klein war, mein schon waren immer voll von so ganz kleinen Geschenken und Süßigkeiten. Hast du dann die Barbara zwei gekannt? Barbara zwei, ja, das erzählt man jetzt. Ja, dann erzählen's. Ja, an dem Tag werden für ein Beispiel Wigge, Weiden, Kirschbaum oder Forsythienzweige im Jade oder sonst wo abgeschnitten und in eine Krug mit Wasser gestoppt und in eine Wohnung, in der Wärmwohnung gestellt. Und die großen Leute wussten, dass die blöde Knospe wegen der Wärme im Wohnzimmer ob Weihnachten, ob Christtag dann auch abbrechen täte. Für Kinder sind so blöde im Winter, was heißt nicht nur für Kinder, auch für große Leute. Ich staune immer wieder, wie im tiefen Winter da die Blöte abhören. Ist doch jetzt Fingers, ist jetzt Schönes. Und die Blöte, ich meine, sie symbolieren ja auch so das neue Leben und so außergewöhnliche, die außergewöhnliche Geburt vom Christus. Ja, hören's, dann möchten wir das ja doch noch ein bisschen auseinanderpositionieren. Also früher, ja, wird das schon und die Sache da drin oder Klütte an Sankt Barbara. Und am 6. Dezember, der Tag vom Zinterklos, kommt der Zinterklos persönlich, aber der nix in der Schon stoppe. Das ist hüg anders. Hüg kenne de Mieze Sankt Barbara nicht mehr, also jedenfalls nicht als Figur, die jet bringen date. Und dafür bringt der Zinterklos über Nacht jet in der Schon. Er war kein Klütte mehr, weil er die nicht mehr jet. Und der Zinterklos güt über auch manchmal persönlich. Aber das Wichtige ist, dass er über Nacht güt und jet bringen date. Ja, es geht ja auch, der erzählt, ich glaube in England ist das so, da geht der Zinterklos durch den Kamin gerutscht. Aber was du gesagt hast, dass der Zinterklos in der Schon gedauert hat, ich kann mich nicht, jedenfalls aus meiner Jugendzeit besinnen, dass der Zinterklos, das hätte er Bärb machen lassen. Er selbst kam immer selbst. Für die jetzt neu sind bei uns, muss man erzählen, dass der Hammer 1930 geboren ist. Vielleicht hat der Zinterklos sich in der Zeit auch ein bisschen geändert und dem Sankt Barbara die Aufgabe ein bisschen aufgenommen. Das könnte ja Sinn, ne? Ja, das ist so, das kann ich bestätigen. Und das ist auch Glück, dass es sich jetzt geändert hat. Das war in meiner Kindheit, also ich war so um die 4 Jahre, da kann ich mich an einen besonderen Nikolausabend besinnen. Und zwar,
wir täten Jahre und 12 wohnen und nebenan waren Speisegaststätte, hieß das. Der jungen Jodbetuchte, die nicht kochen wollten oder Junggesellen waren, mit das Essen. Und in so einer Wirtschaft hat meine Mutter sich nebenbei Geld verdient. Das war also 1934. Und an einem Nikolaus abends war jetzt ganz Ungewöhnliches passiert, was noch nie passiert war. Ich war dann auch nicht in der Gaststube, sondern hinge drin in der großen Küche war das. Und dann hatten sie aber so ein wohnliches Eck mit einem großen Tisch. Und da saßen sie auf einmal all rum. Das heißt der Frau Even. Das war die Chefin von der Wirtschaft, eine Witfrau, eine tüchtige Frau. Dann war da eine Freundin von meiner Mom, die ging die gewöhnlich noch 4 Abend nach Hause, die hat auch da gearbeitet. Dann war meine Mom, die hat da gesessen und da habe ich die das erste Mal gesehen, dass sie da saß, ohne dass sich ihr Hängt für das Arbeiten bewegt hatte. Ja, und ich quasi saß dann auch noch dabei. Und wir hätten dann, ob der Zinter Klos, ob der Nikolaus war. Und es wurden dann Lieder gesungen. Die Freundin von meiner Mom, die hat einen wunderschönen, schöne Sopranstimme, die der Ton angeben, und die anderen sungen mit. Ich konnte damals halt nicht singen, ich habe damals halt nur den Mund bewegt. Und jedenfalls, das war spannend. Und so habe ich die noch nie gesehen, so ruhig da sitzen und die singen. Und auf einmal ging ein Schell, ein Bimmel. Und dann kam, da kam ein Nikolaus rein. Ein Nikolaus, kann ich euch sagen, groß. Mein Onkel Franz, der war schon groß, aber der war noch größer, der Zinterklaus. Und dann, was mir aufgefallen ist, der hat strahlend blaue Augen. Also so blau, das konnte nur vom Himmel das Bötzchen einer gewesen sein. Ja, mein Onkel Franz hat ja auch blaue Augen. Er war so blaue Augen, hätte er nie gehabt. Und da hing er drin, da kam jetzt an einer Kette. Das hat mir Angst gemacht. Da kam jetzt auf alle 4 Rinzekroffen. Am Rücken hatte eine Rücken, da hätte Kinderbeine rausgeflogen. Das hatten sie also schon im Sack. Und ich war wahrscheinlich am Zittern vor Angst. Jedenfalls der Nikolaus kam rein, der war freundlich. Und dann das Untier da, was da an der Kette, das kam auf mich an. Und ich habe eine Brille losgelassen vor Angst. Und da hat der Zinterklaus aber an der Kette gehabt, dass das Untier da eine Brille gelassen hat. Und danach war er ganz ruhig in einer Ecke und der hat sich der Hals riefen. Und da habe ich gehört, das war der Hans Muff. Der Hans Muff, der Name, sagt er halt. Irgendwelche Leute haben noch Knecht Ruprecht für ihn gesagt. Das war aber wieder, das war eine andere Zeit von Gewinde. Jedenfalls, der Nikolaus, der hat uns dann noch singen lassen und dann die Leute nacheinander die Leviten lesen. Aber wie? So, ja, meiner Mama hätte die Levite gelesen. Jung, der hat aber Courage gehabt. Das habe ich noch nie gehört. Und die Chefin, die Frau Even, die kriegt die Levite gelesen. Die Freundin. Und dann komme ich an der Reihe. Ich muss für Dritte. Und ja, kannst du denn auch ein Gebet vortragen? Ja, ich war 4 Jahre. Ich glaube, ich habe dann gesagt, lieber Jesus klein, mach mein Herzchen rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. So habe ich rumgestottert. Und meinte der Nikolaus, ich hätte mir gesagt, er ist gut gemacht. Und dann kam es. Dann hätte gesagt,
dann gibt dem Nikolaus mal ein Küsschen. Und dann tät der mich, ich einfach hefe, immerhin, ich war halt 4 Jahre, tät der mich hefe, als wenn ich nichts wehen tät. Und ich muss euch sagen, so wie da, habe ich in meinem ganzen Leben nie mehr für Angst gezittert, wenn mir einer ein Bützchen geben wollte. Aber auch das ist gut gegangen. Und mit guten Wunsch ist dann der Zinter Klos mit seinem Hansmove aufgehauen. Nicht ohne seinen Sack, der war ein weißer Sack dabei. Der hätte dann auf dem großen Tisch ausgeschaut. Das war eine Herrlichkeit. Mit Brinte, Äpfel, Mandarinchen und Schokolädchen und Kamelle. Also das war richtig aufregend. Ja, und dann ging es wieder, wie ich dann abends mit meiner Mom nach Hause kam. Da war mein Vater alt daheim und der Onkel Franz auch. Mein Vater saß am Stuhl und der hat sich irgendwie so eine schwarze Dreck aus dem Gesicht, Rußbüttel, Rußwäsche und hat ein großes Molestemädchen. Und der Onkel Franz stund dahinter und hat sich kaputt gelacht, dass mein Vater so moleste hat, sich das Gesicht sauber zu machen. Vorher das so dreckig war, weiß der Teufel. Vielleicht hat er Klütte getragen oder sonst, ich weiß es nicht. Und da wollte ich denen doch erzählen, was ich Aufregendes erlebt hat. Ja, meint ihr, der hätte mir einer so geholt von den 2? Nix, die waren mit sich selbst beschäftigt. Und so bin ich dann richtig beleidigt in das Bettchen gegangen. Meine Mama hat mich dann nebenan im Kinderzimmer in mein Trallje-Bettchen geladen und ich habe dann wohl selig, was weiß ich, doch ich weiß, wovon ich geträumt habe. Ich habe mich ganz eng an der Wand geladen. Warum? Es könnte ja sein, dass ich nachts ein Pony in mein Bettchen geladen kriege. Wo ich drauf kam, ja, das war so. Ich war allerdings im Kindermann gewesen. Und da war ein schöner Tempel. Das war eine Kinderstadt damals. Das Kind hätte mir damals als gut gefallen, das Mädchen. Und das hat tatsächlich ein Trallje-Bettchen und hat neben sich richtig ein Bettchen, kleine Pony, was lebendig war, neben sich liegen. Ja, und ich habe davon geträumt, dass ich Ohren zu ins kriege. Der Wunsch ist allerdings in meinem langen Leben nie in Erfüllung gegangen. Das war eine Zinter Klos von früher. Das war ja aufregend, du lebst. Ist komisch, ne? Ich mein Dinge Franz, der hätte auch so blaue Augen gehabt. Hast du gesagt, ne? Boah, aber hast du nichts wieder bei gedacht, ne? Nee, ob die Idee, dass das mein Vater und meine gewesen war, bin ich überhaupt nicht gekommen. Als ich in der Schule war, der das mal so langsam dämmern. Ich han das auch ganz brutal mitgekriegt, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Mein Vater war ja Lehrer und die Pens von den Lehrer, die wurden dann all eingeladen in der großen Musiksaal in der Schule und dann wurde ein bisschen gesungen und dann kam auch eine Zinterklaus mit einem dicken golden Buch und auch Geschenke für all die Pens von den Lehrer und man muss einzeln nach vorne kommen. Und ich habe das auch all getan. Meine Schwester, die hat dann irgendwann keine Lust mehr, dann ist sie einfach wieder auf der Stuhl gegangen neben meiner Mom. Aber ich bin da geblieben und irgendwann, ich weiß es nicht, ich muss 5, 6 Jahre alt gewesen sein. Ich konnte ja alt lesen, dass ich in die Schule kam. Und da habe ich gespinkt und habe in dem golden Buch, wo der Zinterklaus draus gelesen hat, habe ich die Schrift von meiner Mom gesehen. Die hat groß geschrieben, damit der Zinterklaus das auch lesen konnte, ohne sich erst viel Mütze geben. Und da war ich irgendwie so enttäuscht. Da habe ich gesehen, dass die mich so richtig hintergangen haben. Da habe ich also dem Schrift gesehen und da war alles am eng. Da war das Löwe an der Zinterklaus vorbei. Und das war eigentlich schade. Und das war doch so eine Zauber. Ich habe das immer so doll gefunden, so mysteriös. Also ich weiß einmal, da
haben wir einen großen Balkon gehabt, wo wir früher gewohnt haben. Und da war eine große Cousine zu Besuch und die ist mit meinem Vater auf der Balkon gegangen. Es war halt abends in der Zeit vom Zinterklos. Und auf einmal kommen da massenweise Walnüsse in das Zimmer geflogen. Das war toll. Ich war so begeistert. Da war der Zinterklos draußen vorbeigefahren mit seiner Kutsch und hat die Walnüsse so hoch geschmissen, dass die genau in das Wohnzimmer geflogen kommen. Über der Balkon, ein bisschen der Eggerräum und dann in das Wohnzimmer. Und das Mädchen, das war älter wie ich, vielleicht so 14, 15 Jahre alt, das hat gelacht und hat sich amüsiert. Und ich han das richtig pietätlos gefunden. Da fährt der heilige Zinterklos vorbei und das Mädchen ist am Lachen. Und wie das dann am eng war mit den Nüssen, und ich hatte auch jetzt abgesammelt, der hat mir mein Vater mich holle und hat gesagt, da hinge fährt der Zinterklos, Lorenz, da hinge ist die Kutsch. Er hat mich ob der Arm genommen und ich han sie gesehen. Die war jolde und fuhr dann noch der Egger rum und dann ging es ganz flück, da waren ja Päder, die ganz flück waren, aber ich han der gesehen mit all singem jolde Kram. Was schön. Ja, also da habe ich auch keine Angst für gehabt. Aber der Zauber war natürlich dann irgendwann am Eng, wo ich das alles nicht mehr glauben konnte. War schade. Und ich weiß es nicht, also wenn der Zinterklos ja keine Zinterklos mehr ist, das war ja in echt auch ne Bischof. Der hat ja wirklich geholfen und von dem singem Leben weiß man auch jetzt. Der hat ja Glück geholfen, also Mädchen, die nicht heiraten konnten, weil der Ältere die Hutzig und der Mitgift nicht bezahlen konnte, hat er Geld durch das Fenster reingeschmissen, die den Legende erzählen, kann man sehen in der Minoritenkirche und dann jedes noch aus dem singen Leben, auch hier in Köln, in Maria-Lüß-Kirchen jetzt zu beluren an der Deck und er jedes auch die Kirche vom Zinterklos in Sülz, also der wird arg verehrt, aber wenn das nur so eine Weihnachtsmann ist, mit so einer Zippelmütze und ohne Mitra, das ist doch lang nicht dasselbe. Das ist irgend so eine Jeck, der ist vollgefressen. Also mir gefällt das überhaupt nicht. Ja, ich helfe mir dann. Ich habe mir selbst einen Eselsburg gebaut. Da habe ich gedacht, die Mitra und das Gewand von dem Bischof ist so fing, wenn der dann bei Schnee und Eis und Matsch durch die Lande gestäuft, dann ist das viel zu schade. Dann trägt er so eine rote Mantel mit der Kapuze an. Aber ich glaube, das kann man wird nicht so akzeptiert. Ne? Nee, also ich meine, da ist der ein bisschen jetzt reichelad, ne? Das ist ein Unterschied. Okay, also wer da noch ein bisschen jetzt lesen will, meistens machen wir ja keine Werbung, aber die Bücher von Manfred Becker-Huberti, die sind einfach toll. Der hat das ganze Brauchtum vom Zinterklos abgeschrieben und wer da noch jetzt lesen will, der da ordentlich jetzt finden. Jetzt machen wir heute einen kleinen Sprachkurs, damit wir die Wörter, die mit dem Zinterklos zu tun haben und mit den Vierdeich, damit wir die noch ein bisschen zusammenfassen, zusammentragen. Aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Wir haben es gerade in dem Verzellalt gehabt, die heilige heiße dann Zint, also Zint Bärb, die heilige Barbara, der Zinterklos, das ist bei nix in einem Wort. Und ganz komisch, es ist doppelt, haben wir auch noch der heilige Zinte Mätes gehabt im November. Das ist doppelt. Heilige und Zinte ist ja doppelt. Aber das hätten wir so. Als Ausdruck kann man als echte Kölsche behalten, die Klütte. Die Klütte konnte man ja auch mitnehmen, wie es im Kriegswinter so kalt war. Da haben wir altens von verzahlt, vom Fringsen. Da ist das auch bekannt geworden. Und dann sollte man vielleicht ein paar Ausdrücke zusammenstellen, die mit dem Zinterklos zu tun haben, was der date. Also, steht der Rindtrecke in der Saal, meistens ist das mit Musik. Also einziehen, Rindtrecke. Dann date er de Pens Love. Manchmal date er auch Schenge und so ein bisschen zurechtstuppe. Und am Eng date er einem, vielleicht dem ein oder andere, der richtige Wegwiese. Ja, ich würde sagen, das war es.
Oh, das war jetzt einfach Kot und Jod. Also, liebe Flügscher, ich löf, ihr seid ja alle lieb gewesen, da können wir ja nur hoffen, dass der Zinter Klos oder Bärb oder wer es ist bei euch küt. Ich werde uns schon putzen und rausstellen und vielleicht wird euch ja dann auch jetzt gebrat. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine genügliche und auch besinnliche Adventszeit und sagen bis beim nächsten Mal. Tschö.